Moin, ich bin Ingrid Jochem, ich bin Olaner Gästeführerin. Jo, moin, ich bin Finn Witt, ich komme aus Olas und ich studiere Theologie in Hamburg. Jo Finn, wie wird für doch also mal Rosinenbrot backen? Jo, schön. Und das Rosinenbrot braucht wie erstmal Mehl, wie braucht Margarine, wie braucht Zucker, wie braucht Eier dazu, Jo. wie braucht lauwarme Milch und wie braucht Hefe, noch ein Vanillezucker und ein bisschen Sult kommt da auch noch mit rein. Jo, gut. Und die Rosinen, aber die knet wie nachher erst rein. Alles klar. Ja, zuerst gebe ich mal das Mehl hier in die Schüssel rein. Jo. Und da kommt jetzt glicks wie einen halben Teelöffel Sult drauf. Jo. Ich finde, das kannst du mal eben Da kann ich wieder reingeben. machen. Ich pool hier mal wieder ein bisschen rum. Normal kann ich den Deckel auch abnehmen, ne? Ich finde, das ist so ein bisschen... Nicht, dass ihr da drin schüttet. Das mag ich nicht. So geil das. Das geht. So geil das wieder. Jo. So, und die tut Vanillezucker, die gibst auch mal eben dazu. Jo, mag ich. Die Margarine kommt mit in die Schüssel. Jo. Und jetzt war das spannend. Jetzt möchten wir nämlich in diesen Teig 2 Eier reingeben und Jo. ein Ei, was getrennt war. Okay. Und hast du mal ein Ei abschlagen? Abschlagen, jo, aber Trend habe ich das nicht, aber ich weiß, Trend dass das hast- zur Reihe wegen kann. Ja, schack dir da mal vor morgen. Jo, da mag ich mal lieber für. So, also, ich hoffe, dass das bei mir klappt. Ne? Jo. Also, du nimmst die eine Hälfte und lässt dort vorsichtig das Eigelb reinlaufen. Gibst das nochmal zurück. Zieh nur gar das auch kaputt. Aber wir habt hier das Eiwit. Und das Eigelb, das braucht wie nachher, um das Rosinenbrot zu bestricken. Jo. So, das gebe ich jetzt hier rauf. Und das Eiwit kannst du auch mal mit drin tun. Jo, da mag ich. Und dann schleifst du noch mal 2 Eier nebeneinander ab. Jo. So, nun ist das in der Tasse bin. Jo, ist so das ist okay? das Das schal. musst du noch mal eben ankicken. Das kann doch so rein. Gut. So. So, und dann kommt noch der Zucker mit drin. Jo, klar. Und die Gut. Hefe. Und die Hefe wäre Die unten kannst du anders. wahrscheinlich fein inbröckeln. Jo, mag ich. So. Ans Rindor. So, das sieht gut aus. Ich glaube, ihr habt eins in oder die Milch. Ne? Jo, so, die jetzt Milch, kommt die die fehlt Milch noch. drin. Und der muss lauwarm werden. Das ist wichtig. Wir haben hier ja Hefe. Und das sind ja Hefepilze. Jo. Und die brauchen ein bisschen warm, damit sie sich nun entwickeln können. Ne? Das geht am besten, wenn das nicht zu kalt wäre ist. Also für doch ist das wunderbar. Jo. Das gebe ich mal tau. Und hier in die Küchenmaschine mit den Knethugens geht das nun Glick rein und die Teig der Schuld nun knet waren. Ne? Jo. Erstmal schalt wie man den langsam, da das Ganze nicht Glick hier unten anders springt. Jo, muss nicht wehen. Nee, das muss nicht wehen. So, die Deich ist jetzt fertig knet. Jo. Kick mal rein, Finn, in die Schüssel. Jo, die sind also einen gut. grauen Klumpen, ne? Finde ich auch. Und das Ganze muss nur abgehen. Jo. Also das dauert mindestens eine halbe Stunde. Also Okay. je nachdem, auch wie warm das ist. Aber man muss das Ganze immer abdecken mit so einem Geschirrdaug. Ja. Und wie kriegt man noch eine halbe Stunde, wie das dann aussieht. Jo. Warum magst du das Doktor schon mal rüber? Das mag ich immer rüber, damit die Oberfläche nicht so udrücken deit Ah. und sich die Warms auch an den Put richtig entwickeln kann hier. Ne? Die Rosinen kommt ja erst noch dazu. Jo. Also die laut wie hier noch mal stehen. Jo. Und stellt das nur ruhig hin. Ne? Alles klar. So finde ich, habe hier mal die alte Brotbackform mitgebracht von Jo. Tuhus. Und da wird wie für doch das Rosinenbrot entbacken. Jo. Aber der ganze Kasten, der ist zwar all oft benutzt worden, Jo. aber wir möchten den trotzdem gut mit Butter infetten. Ne? Jo. Also nicht mit Butter, sondern mit Margarine. Und dafür nimmst du dir einfach so ein Stück Pergamentpapier, Jo. nimmst den Kasten hier so ab die Sied und fetzt das ganze mal, fall alle Sieden richtig in. Jo, ich Ich gebe krieg dir mal. das mal in die Hand. Gib ne? mal her. Und dann. Also es ist auch noch ein bisschen Fehlfett. Also du Jo. kannst das ruhig noch mal ein bisschen wieder verteilen. Jo. Jo, kickt mal, uns Rosinenbrotdeich, der ist wunderbar abgegangen. Also das hat sich mehr als verdoppelt hier in der Schüssel. Und wir möchten das Ganze nur noch einmal mit der Maschine durcharbeiten. Und dann liegt die Rosinen darin. Die möchten wir dann inarbeiten, entweder Ja. mit der Hand
Oder wie mit der versorgt, das liegt mal so ein bisschen vorsichtig hier mit Jo. einzuarbeiten. Ne? Jo, kick wir mal, ne? Und hier ist das auch so, du kannst aber auch nicht rabschlauen, mal sehen, was dann passiert, ob denn dich. Versuch das Schall mal. mal. Jo, mach mal. Schall wirklich? Jo, mach Okay. mal. Wahnsinn. Jo. Also, nun war das Ganze wer hier zu Hauptstadt, aber das mag nichts, denn wie wird das Ganze ja noch mal abklären, Jo. ne? So. Ach, länger braucht das gar nicht. Nee, das bleibt nicht so lang, das mag liegt mit der Hand noch. So, die Rosinen habe ich hier auch fertig abwogen. Diese ganze Menge Schall jetzt hier rein in die Deckschüttel. Und da ist jetzt gleich Handarbeit ansicht. Und manchmal muss man die Rosinen auch noch ein bisschen in Mehl wälzen. Aber diese Deck, die ist so gut für Arbeit. Ja, schon. Und du kannst die hier jetzt mal richtig gut arbeiten. Oder dann einfach Und scheuen, eins ja, zu nicht hoch. so mit den Fingerspitzen rinkriegen, sondern so wie du das eben am Morgen wusst, Jo. sondern du kickst hier mal so ein Beten, dass da du jetzt hier mit den Handballen das Ganze da rein bringst. Ne? Jo. Wir nehmen dann auch Glick oder Schüttelhut und versorgt das hier. Ja. Du brauchst die Rosinenschuld hier auch nicht in die ganze Küche. Nee, das scheint ne? nicht so rein. Also, Versorgt das mal. so einmal und dann mit dem Handrücken. Ja, ist auch nicht mit dem Bett Druck, ne? so. Das verdrichtet dich. So, dann holst du einmal vorsichtig da Rut. Legst ihm hier mal auf das Brett drauf. Jo. Das wäre besser, wenn das Brett so ein bisschen größer wäre, aber das habt ihr jetzt hier im Moment nicht. So, hübsch nix. So, So, ich hol mal den Rest Rut. jo. So. Schalte schon mal ein bisschen Drop down. Jo, guck mal. Jo, triff mal. So. So, die kommt da nur noch mit drin, in die Mitte mit drin. Jo. Also wir brauchen doch kein Mehl mehr zugeben, das ist also so wunderbar. Jo, das schon. So, und dann geht das jetzt liegt drin, dass wir da ein längliches Brot formen dort. Okay. Und ich glaube, das hast du auch ganz gut in den Griff, so, ne? Jo. Eine längliche Form habt wie schon. Jo. Ich krieg das Brett noch mal eben zurecht. Jo. So, uns Kassen ist vorbereitet, Schade schon schon. in Fett. Genau, Schade dann schon kannst drin. du das einfach mal hier in den Kasten reinpacken. Jo. Einmal so Jo, und dann. wunderbar. Und jetzt deckt wie wir uns Handtuch darauf. Jo. Das kannst du mal eben morgen, da das Ganze noch mal wieder schön warm steht. Jo. Und dann kickt wie mal, bis das Ganze gut abgegangen ist. Jo, Ne? dann mag wir. So, unser Rosinenbrot haben wir noch einen Moment stehen lassen und dann wird wir mal kicken, was da gut warm ist, ne? Wir sind gespannt. Was passiert ist. Jo, und kick wir mal. Jawohl. Ne? Oh, jo. Das ist schon abgegangen, ne? Das ist richtig gut abgegangen. Wahnsinn. Ne? So, und dann das Ganze soll ja dann nur gebackt werden. Ja. Und vorher wird wir das Ganze noch mal mit einem Eigelb Jo. bestricken. Ganz klar. Und das ist manchmal so ein bisschen fast. Also wir nehmen da einfach mal so ein Label Cold Water jetzt drin. Und verrührt das Ganze ein bisschen. Und das können wir ruhig mal mit den Pinsel mogen hier. Jo. Oh, ich sehe just, da ist noch ein Eierschol in. Der angelt wieder noch mal eben Die wird gut. wir nicht haben, Nee, nee. die wird wieder nicht mit in haben. So, das Ganze muss so ein bisschen glatt rührt werden. Ah. Man kann das auch mit Milch machen, aber ich habe hier jetzt ein bisschen Woder genommen. Ja. Und das Eigelb soll richtig schön verrührt werden mit das. Ist das wichtig, dass das Woder cold ist, oder? Ja, das muss kalt werden. Also man könnte auch einen Teil über Milch nehmen, das Ja. ging genauso gut. Ne? Und wenn wir das Ganze nur bestricken will, damit wir natürlich durch dich abpassen, dann braucht es ja abgehen jetzt. Ja. Ne? Und wenn wir nur so richtig scharf daran gehen, dann Sagt das wäre zu dann hoch sagt und das wird zu hoch und das wird wir ja nicht. Ne? Also mit wie nur mit vorsichtig daran Jo. und bepinselt das Brot hier noch mal von oben. Also das mag man, damit man noch mal eine schöne Oberfläche bekommt auch Aha. dann. Ne? da die auch nicht so durch wart, oder? Ja, Hat da noch also, einen anderen Grund? Nee, so treu ich nicht. Das ist eigentlich mir schein so ein bisschen für das Ut sein. Ne? Ah ja. Jo, kick mal an. So, dann kann er jetzt gleich dann in den Ofen entschwommen werden. Jo, Ne? schön. So, das Rosinenbrot schallt jetzt in den Ofen rein. Jo. Ich habe das hier schön noch mal bestrichen mit Eigelb. Richtig. Und das braucht jetzt 35 Minuten wie 180 Grad. Jo. Einmal rein da. So, schön in der Mitte. Jo, 35 Minuten sind rum. Jetzt wird wir mal kicken, was uns Rosinenbrot mag. Jo, Ne? ich bin gespannt. Du bist gespannt. Kick wie mal rein, ne? Kick mal rein. Oh, das Oha. sieht gut aus.
Kick dir das mal an. Jo. So eine schöne Oberfläche, Ja, ne? wirklich. So richtig schön brun, ne? Jo. Du hast den ganzen Kasten ja gut in Fett hat. Jo. Und jetzt kommt der gute Moment, ob das ganze Rut kommt, ne? Ne? Kick wie mal. Ja, Oh, kick die das mal an. wunderbar. Ist das nicht ein schön Rosinenbrot geworden? Wirklich, ey. Jo, wirklich. Und das Ganze gibt das nachher in Schieben schnären und die Schieben wird noch mal halbiert. Jo. To dit Hochzeitssuppe. Jo. Also das kann ich mir gut vorstellen jetzt.